Freundinnen und Freunde draussen, herzlich willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Mittlerweile nicht mehr aus der Quarantäne. Bevor das Video losgeht, aber zuerst noch ein Einspielen von einem herzigen Baby-Tapir. Alles klar, Digga. Danke, Regie, für den. Ich bin der letzte draussen ein bisschen laufen und dann ist mir in den Sinn gekommen, wie wichtig Erfinder eigentlich sind. Zum Beispiel gerade die Erfinder, die das Flugzeug erfunden haben. Weil... Was würde wir denn sonst mit all diesen Flughäfen machen? Ich sehe schon, das Video wird ein komödiantisches Masterpiece. By the way, merci vielmals für 40'000 Abonnenten auf dem Kanal. Das ist wirklich einfach einmal Zeit geworden, holy shit. No comment, wirklich no comment. Nein, ohne Scheiß, danke vielmals für 40'000 Abonnenten. Das ist eigentlich ein ganzes Joggeli voll. Die müssen wissen, wir Basler, wir rechnen nur in Joggelis. Wunderschönen guten Tag. Ich würde gerne den Stift kaufen. Guten Tag, so Herr, sehr gerne. Da nehme ich gerade meinen Taschenrechner für. Momenteli. Dann wäre das 0,03 Joggeli. Hey Adi, wie viele Abonnenten hast du? 1 Joggeli. Wenn wir schon vom lieben FCB reden, dann können wir doch gerade einen Blick auf die Tabelle werfen. Ich glaube, ich werde Zürich-Fan. Wie ich am Anfang gesagt habe, ist die Quarantäne wieder vorbei. Alles wird wieder normaler. Es gibt wieder Partys. Eine Techno-Party, die am Wochenende in Bern vor der Reitschule stattgefunden hat, hat aber gegen so ziemlich jede Corona-Maßnahme verstoßen, die es gibt. Flamingo Club in Zürich. Hier steckt am letzten Sonntag ein Gast weitere Partygänger an. The one and only Daniel Koch wird in 2 Wochen famer als die ganze Schweizer YouTube-Szene. Das fühlt sich gut an für Sie. Ja, ich bin okay. Und die Super League findet wieder statt. Ohne Scheiß, ich habe Fußball so selten, so wenig vermisst wie in der Quarantäne. Endlich hat die Menschheit herausgefunden, dass auch ein Leben ohne Fußball möglich ist. Aber jetzt spielen sie wieder. Und was machen sie? Die Bälle werden vor und nach dem Spiel desinfiziert. Bla 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 bla. Okay, immerhin ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber nachher gehen sie doch wieder in Zweikämpfe. Der Ball muss desinfiziert sein, aber die Leute können trotzdem Zweikämpfe machen. Nice! Da machen ja die Videos von der Nati-Style mehr Sinn. Daniel Koch, was haltest du davon? Dann habe ich meine Hunde, die, sagen wir mal, nur schon vom körperlichen Kontakt natürlich sehr viel geben. Kuscheln gehört immer dazu, ne? Adi, kannst du nicht mal über etwas anderes reden als Fußball? Gehen wir weiter zu etwas, was vielleicht ein bisschen mehr Niveau hat. Meine Kommentare. Wenn man den Unsympathisch TV auf Wish bestellt, so, gehen wir weiter zum nächsten Thema. Ich habe tatsächlich von Milo die Nummer vom Unsympathisch TV bekommen, weil er ist schon in Kontakt mit ihm. Und ich würde sagen, wir rufen ihm jetzt einfach mal an. Willst du mich eigentlich verarschen? Deine Farbenblindheit ist ja das weniger grosse Problem mit dem Schnauz. Nein, das Problem mit meiner Farbenblindheit ist eben, dass ich gar keinen Unterschied zwischen dem Schnauz und meiner Haut sehe. Und das heisst dann eben... Ich sehe meinen Schnauz gar nicht. Der einzige Weg, den ich von meinem Schnauz erfahren kann, ist durch die Kommentare. Und in den Kommentaren finde ich es mega nice, wie gut mein Schnauz ankommt. Hello, darkness, my old friend. Niemand, absolut niemand. Adi, Audi. Den Kommentar habe ich so viel nicht gelesen unter dem Video vom Roadtrip. Viel nicht, nicht vielmal. Erstens sagt man Audi, nicht Auto. Und zweitens sagt man Spiessli und nicht Köpfler. Alle, die eine andere Meinung haben, sind entweder Abonnent von Maelo oder Snowboarder. Ich habe noch nie gekifft, habe noch nie vorgekiffen und ich werde auch nie kiffen. So. Ja, okay. Ist natürlich nur ein Spass gewesen. Ausser Snowboard fahren, das geht nicht. Ich habe ohne Scheiß bis jetzt noch nicht verstanden, was der Sinn von dem Video sein sollte. Darum wird es noch ganz kurz Zeit, dass wir bei unserer Lieblingständerin La Rouge vorbeischauen. Und du bist erst 18, weil ich am Sonntag schon 25 werde. La Rouge, was läuft bei dir so? Heute zusammen, das kommt schon ein neues Video von mir auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit der guten alten Jasmin. Also, ich will ja nichts sagen, aber das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ich bin wieder mit der guten alten Mara. Gut, es ist ja klar, dass wir nicht irgendwelche YouTuber sind, sondern Schweizer YouTuber. Weil wir machen es einfach so, wie wir es in der Schweiz machen. Man tut einfach zuerst mal überall ein bisschen gemütlich schauen und dann tut man kopieren. Ich bin Kalesch und der Mount Everest. Du musst raschen von der Zugspitze weg. Ja gut, habe ich gesagt. Boah, aber immerhin tun wir keine Sachen aus dem Ausland kopieren. Okay, an dieser Stelle habe ich gar keinen Bock mehr auf die Schweizer YouTube-Szene. Und zwar nicht nur auf die ganze Szene, sondern auch absolut keinen Bock mehr auf das Video. Leute, nehmt das Ganze nicht zu ernst, weil sonst
werden ihr höchstwahrscheinlich vom Ernst genommen. Noch ganz kurz als Info, ich, der Maelo und der Elia streamen aber jetzt nicht mehr auf YouTube, sondern auf Twitch. Wir haben gewechselt. Ich freue mich wirklich mega auf die Zeit bei Twitch, das wird sehr, sehr wild. Schaut doch vorbei, wenn ihr Lust habt. Ich streame jeden Dienstag oben fix und sonst, wenn ich einfach Zeit habe. Der Link von meinem Twitch-Kanal ist in der Beschreibung und auch der Link von Maelo und dem Elia. Geht mal reinsubben, Digga. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das Video nicht liket, den Kanal nicht abonniert und auch die Glocke nicht aktiviert. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich gehe jetzt eine Kuh melken. Peace und Blümli. My heart just got stuck between these loops. My mind got stuck in between these groups. Du hast eigentlich nicht abnehmen. Ich habe fürs Video jemanden anrufen, der nicht abnimmt. Ja, so Leute nochmal an. Nein, musst du noch nicht abnehmen.